Schönen guten Morgen hier aus dem Europaparlament. Ich stehe heute wie gewinnt beim Europadeputierten Charles Goerens. Guten Morgen, Herr Goerens. Guten Morgen. Das Donnerstag, das heißt, die Juni-Session ist heute benannt gegangen. Herr Goerens, was waren Ihre Highlights in dieser Woche? Also für vieles wichtig, ich höre mal just einen raus, das sind Nachhaltigkeitsziele, die sind für eine Reihe von Jahren beschlossen gehen, und die sollen 2030 realisiert gehen. Es geht um proper Luft, proper Wasser, Bekämpfung von den Klimadegradationsfolgen und so weiter. Wir mussten uns alignieren auf die Rekommendationen von Macron von Paris über das Klima. Und da brauchen wir über 4.000 Milliarden weltweit für die Ziele zu erreichen. Das sind 4% vom Weltbruttoinlandprodukt. Und es ist schon festgestellt, dass auch eine Menge Interventionen für im Plenum, dass die Suchen zum allergrößten Teil mussten aus dem Privatsektor kommen, weil die öffentliche Entwicklungshilfe, wo Lützeburg natürlich ganz viel rum ist, die geht just für 10% von dem Bedarf zu decken. Und dafür müssen wir neue Instrumente kriegen, muss die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Rekonstruktion und Development, die französische AfD-Bank, die deutsche KfW, die müssen so equipiert gehen, dass sie können mit Garantien schaffen, um ein Risiko angehen. Und die Instrumente, die hat die Europäische Union momentan, das ist aber ein weltweites Problem. Wir haben noch gesagt, über die G7, über die G20, über die UNO, die Europäische Union erreicht, dass auch die anderen müssen Erfolg machen an dieselbe Richtung, an sich ähnliche Instrumente gehen für Privatkapital zu mobilisieren, für die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ja, das ist also ein ganz wichtiger UT, sozusagen die ODD, für die wichtigen Ziele zu erreichen. Notamment gesagt ja immer mehr, dass es mehr warm wird, trennt nicht mehr so richtig, der Klimawandel steht vor dir. Wir gucken uns ganz schnell eine Intervention an der Pläne an. Merci Madame la Présidente. Il nous faut 4 200 milliards de dollars de plus pour réaliser les objectifs de développement durable selon les Nations Unies. L'aide publique au développement représente à peine 10% de ce montant. C'est une tâche titanesque. L'UE, les États membres, le G7, le G20, les Nations Unies, tout le monde est interpellé, tout le monde doit assumer sa responsabilité. Tous ces acteurs institutionnels, cependant, restent condamnés à échouer à moins de pouvoir mobiliser les ressources indispensables. Les ressources qui vont devoir être mobilisées par le secteur privé représentent plus ou moins 4% du produit intérieur brut mondial. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable, mais il faut faire des choix, réorienter les politiques, réallouer les ressources. Nous disposons d'un cadre politique, mais avons-nous aussi les instruments, les moyens de nos ambitions? Nous avons une boîte à outils qui est assez bien fournie avec le Global Gateway, la Banque européenne de reconstruction et de développement, la Banque européenne d'investissement, la KfW allemande, l'AfD française. Tout ça pour tout ça, si tous les autres continents étaient outillés de la même façon, je crois que l'espoir de pouvoir réaliser les objectifs du développement durable ne resterait pas illusoire. Was war Stunde danach raus in dieser Woche? Was hat noch erlebt? Also die erst noch gucken, die wissen, dass wir heute zu Straßburg Gesetze machen, wir stimmen auf, wir debattieren am Plenum. Es sind aber auch ein ganz paar Side-Events. Es sind neben der Plenarsitzung selbstverständlich mal Kommissionssitzungen, es sind noch Fraktionssitzungen. Das alles liegt parallel zu dem, was wir am Plenum machen. Und da gibt noch eins der illustre Gast von Bausen empfangen. Gestern wird Madame Macron, Brigitte Macron, la Première Dame, wie sie in Frankreich so heute zu Besuch. Und so hat ein ganz interessantes Projekt, nämlich Kinder, die krank sind, krebskrank oder Kinder, die wirklich an einer ganz schwierigen Phase von ihrem Leben gekommen sind, an die vielleicht keine Aussicht mehr haben, für so sehr wie möglich am normalen Leben zurückzukommen. Die sind oft aufgeschnitten, denen ihren Genesungsprozess geht wie los und weil sich isoliert fühlen. Und ihre Projekt zielt eben darüber raus, für den kann das Gefühl zu gehen, sind an der Gesellschaft integriert, nicht im Gefühl zu gehen, mit das auch zu machen. Dadurch, dass von außen ran über die moderne Technologie kann man direkt kommuniziert gehen. Es waren Doktoren, Professoren, Medizinprofessoren, die haben uns bestätigt, dass man da auch oft der Genesungsprozess akzeleriert wird. Also eine formidable Sache. Heinz, da geht es mit echten Modesten Summen durch für etwas zu erreichen. Auch da soll er viel gehen. Das hat nicht direkt einen Impact bei der Legislative erwischt. Mit geht aber trotzdem ein Impuls und Parlament, dann noch und die Europäische Kommission für
an selbstverständlich national und Lokalautoritäten für Evaluierung an die Richtung zu machen. Europa also auch ein Austausch von Experienzen von Flotten, Recherchen oder Experienzen, wie ich gesagt habe, die dann können auf die Plattform der Change bräuchten. Apropos Side-Events, die hat auch Präsidentin von der Organisation vom Liberal International kennengelernt. Was hat ihr damit auf den Weg gehen? Sie verkehrt bei dem Anfang ganz flotten Humanismus. Sie kennen aus einen ganz anderen Background wie mir. Sie ist Marokkanerin. Herr Mamdi war Professor an einer islamischen Schule. Sie hat gesagt, ich wollte einen anderen Weg gehen. Ich wollte meine Freiheit total assumieren. Das ist nicht der Weg gegangen. Sie bekennt sich zu den humanistischen Werten. Die sind universell, natürlich hat ganz viele Überzeugungen rübergebracht, so doch gestorben, die Intervention an der Fraktion gemäht. Und sie hilft uns auch ein bisschen zu erklären, was für ein Blick dass nordafrikanische Länder und auch die Afrikaner auf die Europäische Union haben. So hat man ganz viel Sympathie und Empathie gemäht, auch für die Europäer. Sie sieht, sie wir an Afrika am Anfang Botschafterin von Europa, an Europa Botschafterin von Afrika. Wir brauchen ein so Bindestriche an die Präsidentin von der liberalen Internationalen, die möchte mit ganz viel Überzeugung, mit ganz viel Menschlichkeit. Eine ganz bemerkenswerte Frau, also kann ich sagen. Ich meine, Herr Görens, das war schon mal ein guter Überblick von der ganzen Woche und ich vielmals merci für den kleinen Aperçu. Und wir sehen uns dafür die Juli-Session rum. Das wird dann die letzte Session für in der Sommerpause. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Adi. Aber, ja.